Anstelle vom Bibelbier Metal XXL gibt es dieses Jahr eine andere Art von einem Weekend. Der Jörg erklärt uns gerne mehr, was da vor sich geht. Hallo zusammen. Also, ich darf euch das Seminar Silent Scream ankündigen. Es findet am 20. bis 22. Februar im Rahmen von BBM XXL im Jungscharhaus Brunnenberg in Mümliswil statt. Und ich möchte euch dazu ganz herzlich einladen. Und es ist nicht ganz einfach, das Seminar vorzustellen oder anzukündigen. Ich möchte euch ein bisschen meinen Weg dazu auch ein bisschen schildern in ein paar wenigen Sätzen. Bevor ich in die Metal Church gekommen bin ich 10 Jahre lang in keine Kirche mehr. Das hat seinen Grund gehabt, weil ich einfach erschöpft war. Ich hatte die Schnauze voll. Ich hatte Dinge in mir drin, die bin ich nicht losgeworden. Und die haben mich geplagt auch. Das ist so. Und ich habe mich extrem investiert in die Kirche. Ich habe das gemacht, ich habe dieses gemacht, ich habe Seelsorge, das heisst, ja, du musst mehr glauben, du musst mehr beten, du musst mehr dieses oder jenes, lies das Buch oder gang dort hin. Und ich bin mir vorgekommen wie ein Hund, der irgendwelchen Stöckchen nachgesäckelt ist und einfach gehechelt hat. Und irgendwann habe ich gesagt, die können wir jetzt alle zusammen. Kirche kann mich. Das war für mich einfach eine Institution, eine Firma, die über Gott und Jesus redet. Aber sonst, das war es auch. Und Gott und Jesus, das sind zwei gute Typen. Die haben mich aber im Moment wahrscheinlich einfach nicht auf dem Schirm. Und durch das, dass ich keine Kirche mehr bin und auch keinen Kontakt mehr hatte zu anderen Gläubigen, haben die zwei Kollegen natürlich sehr Land gewonnen. Und das hat mich sehr geplagt. Hat auch unsere Beziehung in diesen 10 Jahren, also meine Ehe zu meiner Frau, sehr stark belastet. Sie ist mehr als einmal auf der Kippe gestanden. Und irgendwann, nach 10 Jahren, sind wir dann mal in die Metal Church und ich habe mich eigentlich wohl gefühlt. Im Gegensatz zu anderen Kirchen ist niemand gekommen und hat gesagt, hey Sali, wer bist du? Hast du auch Jesus lieb? Ja, ist gut. Sondern ich bin reingekommen, keiner hat mich angeschaut, das war gut. Ich habe nämlich auch niemanden angeschaut. Und ja, wir haben uns wohl gefühlt, genau. Aber parallel dazu habe ich eigentlich ein Buch gelesen. Es ist dort um einen kreativen Lebensstil gegangen, es hat nichts mit dem Glauben zu tun, es war wirklich ein gutes Buch. Und dort ist immer ein Benediktinermönch zitiert worden. Und das, was der gesagt hat, das hat mich zutiefst innen berührt. So wie eigentlich bis jetzt noch keine Predigt so in dem Sinn mich berührt hat. Und ich habe den gegoogelt, das ist der Anselm Grün, und habe gemerkt, hey, der schreibt Bücher, der hat einige Bücher geschrieben. Ich habe mich dann für das eine Büchlein entschieden, der Anspruch des Schweigens, habe das bestellt, das ist dann gekommen. Und bin dann eigentlich auch zuerst ein bisschen enttäuscht gewesen, weil das ist so Postkartengrösse gewesen. 50 Seiten dick. Ich habe gedacht, juhu, ein dickes Traktat, super, brauchen wir. Und habe es dann aber gelesen und ich habe es immer wieder gelesen und immer wieder gelesen und immer wieder gelesen. Und habe gedacht, hey, das versuche ich jetzt einmal in meinem Leben. Und zwar nicht als fromme Übung, sondern als Experiment. Ich habe in der Schule Chemie geliebt, wegen dem Experiment, wie es dampft und knallt hat und immer so Regen hat oder sonst etwas. Ich habe das cool gefunden und ich habe das angefangen und was dann passiert ist, kann ich eigentlich so schlechte Worte fassen, was dort in mir innen abgegangen ist. Es ist das allererste Mal extrem herausfordernd und unbequem gewesen, ja. Es hat sich aber auch eine Gelassenheit in mir innen breit gemacht, die ich bis dahin noch nie gekannt habe. Und
ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich gerne teilen mit anderen. Weil ich glaube, in dem Sinne ist für den einen oder anderen auch ein Weg, der irgendwie auf dem Zahnfleisch dahergeht, immer ständig am Gleichen ansteht und nicht kein Land gewinnt. Und genau, es geht in dem Seminar Silent Scream geht es eigentlich um Schweigen und Selbsterkenntnis. Also es ist, ich werde mal ruhig, das ist etwas, was nicht so zu uns passt. Wir schätzen es, wenn es prätscht. Aber innerlich können wir glauben, bevor es anprätschen. Es ist äußerlich still, innerlich schreit es. Und es geht darum, und das braucht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Stück weit auch ein bisschen einen Arsch in der Hose. Du darfst dich dem anfangen stellen. Nicht davor schieben, es darf nicht sein. Oder irgendwie dem Idealbild, das man so in sich hat, wie man sollte sein oder wie man gerne möchte sein, das darf man irgendwann eben auch mal begraben, weil das bringt nichts. Ich habe mich denen gestellt, es war Wut und es war Hass, der schlecht war für mich zum Kontrollieren, der mich aufgefressen hat, der mich kaputt gemacht hat. Ich weiss auch, woher das gekommen ist. Das hat wie früher in der Kindheit hat das angefangen, durch Zwischenfälle. Dort sind die zwei geboren worden. Und ich habe mich damit persönlich abgefunden, die nehme ich mit. Die lösen sich für mich in diesem Diesseits nicht mehr auf. Mit denen springe ich ins Grab. Und ich habe mich denen angefangen zu stellen. Es war herausfordernd, es war schmerzhaft, es war nicht schön. Aber die Gelassenheit, die sich in mir breit gemacht hat, die in mir eine Bestätigung hat, hey, es ist okay, du bist soweit einmal okay, weil du bist das. Das jetzt in dem Moment, das ist die einzige Version, die es für dich gibt, und das ist die bestmögliche Version, es gibt keine andere. Und es geht darum, dass man auch authentisch sich selber gegenüber wird. Wir haben es vorhin gehört, eben authentisch sein, das mögen wir. Scheißegal, was du anlegst, was du hörst. Ich höre zum Teil auch gerne Jazz. Es kommt nicht darauf an. Hauptsache, du bist authentisch. Du bist ehrlich einmal zu dir selber und dann auch ehrlich zum Umfeld. Genau. Wenn dich das irgendwie angesprochen hat, wenn du dich gerne herausfordern lassen, dich dir selber zu stellen, authentisch werden, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen. Ich würde das gerne mit dir teilen. Es würde mich freuen, dich dort zu begrüßen. Und möchte aber auch noch sagen, was es nicht ist. Es ist kein Hype, es ist nichts Neues. Es gibt es seit dem 3. Jahrhundert nach Christus. Das hat bei den Wüstenvätern und Wüstenmüttern hat das angefangen schon. Es ist nicht der Weg, es ist ein möglicher Weg und es ist auch kein neues Dogma. Genau. Ja, Anmeldeschluss ist, glaube ich, am 1. Februar. Oder am 8. Oder so. Am nächsten Tag bis Sanctum spätestens. Also, okay, gut. 22. bis 22. findet statt. Ja, und das wäre es von meiner Seite. Merci vielmals. Merci. Merci vielmals, Jörg. Das ist sehr, sehr interessant. Vielleicht passt es auch zum Jahresvorsatz, den ihr euch selber gesteckt habt, dass ihr nach diesem Wochenende Zeit nehmt, mal ein bisschen in die Stille zu gehen.